Allen Männer seine Tijd worden Männer seine Nufalja, Mennisten oder Luther Mennoniten genannt. Des Uitdruck fing wie an dat Gebot van de Gräfin Anna, über die ewige Verbannung von dieser Gruppe in ihr Gut haben im Jahr 1545. Sie wurden so genannt, um man unterscheiden von den Radikalen und Schwärmer. Männer seine letzten Lebensjahren veranden von Männer so ziemlich ruhig. Er siedelt ab ein Landstück von einem reichen Adeligen Bartholomäus von Adelfeld und Fressenburg und das kleine Dorf Wiestenfelde und Holstein ab. Und unter dem seinen Schutz kann er viel schreiben, aber auch von dort aus übernahm er zu reisen und besuchte Gemeinden an den umliegenden Provinzen, manch andere auch Widmersum, Greiningen und andere Städte, die für die Deutsche gefährlich wären. Der Familiengeschichtsschreiber Peter Jans Tvesk beschrieb etliche Belebnisse von Menno Simons. Dort passiert dort Menno an Enigenburg, ein Dorf von Nordholland, nur den Priester an der Kirche kam, nur dem dieser seinen Dienst getan hat, und redet mit am Taub an der latinische Sprache mit großer Freiheit und Weisheit über verschiedene falsche Glaubens von dem Bubs, so dass der Priester sein geistliches umhandelt. Ein anderes Mal fuhr Menno mit ein Fahrzeug, was Post wiederbrach, dort von Soldaten abgeholt wird. Die Soldaten lehren früh. Ist Menno Simons hier? Menno, der mit dem Fuhrmann Taub Pferden satt, kijkt sich nur den Mitfahrer an und fragt. Hier wird gefragt, dass Menno Simons hier man Kind ist. Nee, sagten die Mitfahrer bestimmt. Die Freund sagen nee, antwortet Menno Simons der Soldat. Menno seine größte Sorge in seinen letzten Lebensjahren wird die Deutsche gemeint. Nicht aus den unsichtbaren Lieb Christi, von den vielen Jahren ab Gelegenheit geredet wird, aber den Dienst für die sichtbare Gemeinde am Ort, aus der Versammlung von Gottes feste Säulen in der Gemeinschaft von der Helden. Für diese Abgabe gibt Menno all seine Kraft an. Woran wären die Deutsche sich der evangelische Landeskirche von Luther unterschlüten? Ab diese Frau antwortet Menno Simons an ein von seinen Werken, Antwortschrift an Julius Faber. Das Problem liegt an das verschiedene Verständnis über was das Wesen von der Gemeinde ist. Für Menno ist das entscheidende Kerntecken von der Gemeinde nicht bloß die Lehre, aber auch ein Leben, das damit übereinstimmt. Jesus Christus seine Gemeinde bringt durch Christus seine Frucht für den Tag. So als er sagt, ich sehe die Weinstock und die sind die Aster. Wer an mir bleibt und ich an ihm, der bringt viel Frucht. Johannes 15, Vers 5. All die, die durch Gott geboren sind, sehen immer nur dem Herrn sein Tod gelegt zu worden, so dass sie von den Tod von ihren Sünden abstunden. Und zu das vollkommene Wesen, was du an Christus ist, erlangen mochten. Nicht als wenn sie dort all gekriegt hatten oder all vollkommen wären, aber sie rannen dort mit Paulus heran, zum seinen auf sie dort auch erlangen mochten, nur dem sie von Christus all gepackt worden sind. Und nu beseid einmal, was die Frucht von der Kirche, von den Antichrist ist. Dort allgemeine Feind zippt und fragt, Flucht und schwert, kläft taub und verschafft, Licht und schmiert an, kalt, du wird so gelebt, dass von Gott ein Geschichtenverteller wir. Und sein wird bloß eine Geschichte wir. Seid einmal, dort ist die Frucht von derjenigen, die so unentschämt sich riemen, dass sie Jesus Christus seine Kirche sind. Das erste Tecken, woran einer Christus seine Gemeinde erkennen kann,
als der reine Leer von sein helget en göttliches Wort. Dat tweede teken besteht an den reinen en nur de Schrift angestalten Gebrauch von Christus seine helge Handlungen. So aus, dat sie bloß diejenigen deupen, die durch den Glauben an Gott vom Nien geboren sind. Die aufrichtig Buße tun, die ihre Sünden an den Tod begraben und an ein neues Leben abstunden. Dat sie dort helge Abendmahl die Jaft, wat Buße getan haben, die durch Fleisch von Christus sein Fleisch sind. Dat dritte Teken ist der Gehorsam gegen dat helge Wort, oder ein christliches frommes Leben. Dat uit Gott ist. Der Herr sagt, die sollen heilig sein, wils ich sie heilig. Dat vierte Teken ist der reine Leib vom Hort für den Nächsten, so als Christus sagt, daran wird alle Mund erkennen, dat die meine Jünger sind, wann die Leib einander haben. Ja, wo einer die wahre Leib ohne Heuchlerie mit seiner Frucht fängt, du fängt einer der Gemeinde. Dat fünfte Teken ist, dat einer Christus seine Namen, Wahlen, Worten, Ordnungen je in alle Welt bekannt, wann sie auch grausam, Beis, mit Abrüh, Vier, Schwert und Gewalt je in angehen. Und dat einer dit bat eng verteidigt. Dat sechste Teken ist, dat dreckende Kreuz von Christus, dat wir in sein Zeichnis und Wort helfen gedreht wird. Christus sagt zu der Sünde, die mochten gehasst worden, an meinen Namen helfen von all den Völkern. Alle, die durch Gott selig leben wollen an Christus, mochten Verfolgung leiden. Menno stellt nicht bloß die Lehre von der wahrhaftigen Gemeinde ab, aber er mögt auch mit seiner ganzen Kraft ernst durchbringen an der Praktik. Sein ganzer Dienst an der Deiper bestimmt an der Antwort von der Frau. Wo kann einer eine Gemeinde am Ort rein und ohne Schweinschheit beholen, so dass sie echte Frucht von Christus bringen kann? Die Antwort von dieser Frau fangen die Deiper an, den Sünder ausschließen und die Gemeinde belehren. Männer handelt in seinen letzten Jahren über diese Thema, und so hat er über den Bahn etliche Briefe und Schriften geschrieben. Und wenn sein erstes Werk dort im Jahr 1541 abkam, although er verhandeln deut, so wird er an seine letzten Schriften über immer strenger über die, was ausgeschlossen werden. Im Jahr 1555 besucht Männer die Gemeinde in Wismar in Norddeutschland, wo sich etliche leidende Brüder versammelt haben. Bei dit Treffen werden Regeln angenommen, die Gemeinde ihre Disziplin ordnen sollen. Zum Beispiel, du werden Söhne ausgeschlossen, die mit Angeläufige eine Ehe anfangen. Mit Ausgeschlossenen zu handeln, dort wird sehr oft gesagt. Am Anfang versucht Männer diese Regeln Wege zu merken. Hier wir an der Meinung, dass eine Strafe an der Gemeinde mit 3-mal Vermonen am Verrüt gedonnen worden soll. Männer haben viele Erholungen darüber mit verantwortlichen Brüdern gehabt. Im Jahr 1548 wird noch eine Schrift von ihm über den Bahn rückgegeben. Und die Männer sich auch höher darüber ausspricht. Er schreibt, dass eine Gemeinde besteht ohne den apostolischen Bahn, so ist es eine Stadt, die keine Staatsmeeren in deren nicht hat. Oder so ist ein Garten ohne Tün und Gruben. Oder so ist ein Haus ohne Wein in deren. Dort kommt dann ein Jeder an. Das scheint die Deiper von Süddeutschland zu streng, und sie gingen dadurch wieder weg von den Brüdern an die Lehrländer. Die Spülungen und Trennungen verursachten Männer große Weidel. Die Gemeinde wird vor allem ein Teil von seinem Leben. In ein Brief an sein Schwager Rehn Eides schrift Männer im Jahr 1558. O mein Bruder Rehn, ich wünsch, wenn ich auch all bloß einen halben Tag reden und mitteilen kann, ein Wort vertrauen, Weidel, in ein schwaches Hort, so als auch die besorgen,
en dat ik weer in de toekomst van de gemeente sto. Wanneer de sterke God over alle kracht mij dat laatste jaar niet bewaard had, zoals hij nu ook nog deed, dan had ik al längst den verstand verloren. Wils dat jeft op de eerd niks, wat mijn hart zo zeer leeft als de gemeente. En doch moet ik dit zware jammer aan haar beleven.